Kirchenjahres. 那第二个部分，神父要讲的就是我们教会的礼仪以及教会的节期，它所具有的一种医治的力量。Ich möchte nur etwas sagen über zwei Sakramente, über Taufe und Eucharistie, aber nicht die ganze Theologie, sondern nur diese heilenden Aspekte. 好，那神父呢，他要提到的最主要的两个礼仪，就是新教跟天主教都共有的。第一个就是受洗洗礼，第二个就是所谓的圣餐跟圣体圣事。那这两个礼仪，它本身具有的内在医治力量。Beide Sakramente sind ja sowohl in der katholischen wie in der evangelischen Kirche üblich. 那这两个礼仪呢，其实是在天主教跟基督教都是非常普遍的，都共有的。In der evangelischen Kirche ist die Taufe natürlich kürzer, es ist vor allem auch das Ritus des Übergießens mit Wasser reduziert. 那么在新教里面，就是在基督教里面，这个洗礼呢，就是把它弄得很简短，大概只放在这个把水放在小孩子的头上，他牧师可能念一些礼文，那就很简短的，可能5分钟就结束了这样。Vor ein paar Jahren kam ein junges Ehepaar zu mir und bat mich, ich sollte, ein evangelisches Ehepaar, ich sollte ihr Kind taufen. 那在几年前呢，有一对新教的夫妻，他们就来找神父，那希望神父帮他的小孩洗礼，但是是做新教的，就是说洗礼之后还是归在新教的洗礼。Ich habe gesagt, ich bin katholisch, Sie sollen zum evangelischen Paar gehen. 那神父就跟这对夫妻说：“我是天主教的神父，你应该带到那个新教的牧师那里去洗礼。” Beide waren Musiker und hatten eben bestimmte Rituale. 那这两位都是那个音乐家，所以他们一直觉得这种礼仪本身他们很看重，所以他们就来跟神父谈这件事。Und die Taufe des ersten Kindes war in der evangelischen Kirche, aber die hat nur 5 Minuten gedauert. 那他们有2个孩子，那第一个孩子洗礼的时候，他们就按照原本的规定，就是在新教的教会，那结果5分钟就结束了，所以他们就觉得有一点点失落的。Gut, Sie sollen den evangelischen Pfarrer fragen. 然后神父就说：“那现在来要求神父做洗礼的是第2个小孩，所以呢，神父就跟这对夫妻说：你们还是请你们回去跟教区的牧师谈一下好了。” Der hat gesagt, kein Problem, ich schreibe eine Überweisung. 然后呢，那个牧师就很爽快的说：“没有问题，没有问题，我写一个转诊单给你们，转诊给天主教的神父去洗。那洗完之后还是他的教籍还是归在新教。” Dann habe ich das Kind nach katholischem Ritus evangelisch getauft. 然后呢，就很有趣，神父就用天主教的洗礼仪式，但是洗完之后归到新教的基督教的底下。Ich kenne auch einige evangelische Pfarrerinnen, die manche Rituale aus der katholischen Taufritus übernehmen. 神父也认识很多那个新教的牧师哦，那他们最近几年也有来跟他要那个天主教的那个洗礼的仪式的那个过程。Ich erlebe Ehepaare, die vielleicht kirchenfern sind, wenn ich mit ihnen über die Rituale der Taufe spreche, auf einmal sind sie offen und spüren, das ist ja nicht was Altes, sondern es hat was mit ihrem Leben, mit ihrem Kind zu tun. 那神父也惊艳到说，其实德国有很多的人，他们已经跟教会离很远，很多都不去教会了。虽然他们还是说表面上还是登记在教会名下，但是没有去。那但是神父说，当他跟这些家长们去谈到洗礼这件事情的时候，突然间就发现这些已经久久不去教会的人呢，又对教会的礼仪又产生一种很开放的想法，对于信仰又产生一些很开放的想法。Ich versuche eben immer die Rituale gemeinsam mit den Menschen, mit der Familie zu feiern. 那神父呢，通常就会把这个受洗洗礼这件事情，特别是要求说，这个家长跟还有亲朋好友、亲近的亲朋好友要一起来参加。Das ist immer auch eine heilsame Erinnerung an die eigene Taufe. 那其实透过这样一个孩子的洗礼，也可以让我们可以回忆起我们自己受洗的时候的那一种有医治疗效的这样子的一个过程。Ich möchte ein paar Rituale beschreiben. 那神父要先描述一下，就是他在做这个洗礼的时候呢，做的一些程序。Also das Kreuzzeichen geben alle, die da versammelt sind, ein Zeichen von Schutz, du bist geschützt, du bist angenommen von Gott. 那第一个在洗礼的时候，他会跟孩子做这个十字圣号。那十字圣号所代表的就是一种保护，那包括保护这个孩子，也包括保护来参加的人。Dann ein Schutzgebet, also die Paten und die Eltern die Hände auflegen und der Priester auch und dann ist geschützt von dieser Welt, geschützt von Gottes Segen.
那第二个是会做一个祈求保护、祈求护佑的一个祈祷。那这个祈祷是由神父自己做的，但是呢，所有的参加的人，这些亲友、重要的亲友会把手放在这个小朋友的身上，然后就是去感受到说，一起去对这个孩子做这个保护的祈祷。Da ist eben der zentrale Ritus, das Wasser zu vergießen. 然后接下来才进入到把水呢，这个淋在这个孩子的头上。Wasser meint einfach, du wirst nie vertrocknet, du hast Anteil an der Quelle des Heiligen Geistes, die immer in dir sprudelt. 然后这个水的意义呢，第一个部分就是代表说，你的内在是不会干枯的，因为你的内在有圣灵在涌流，所以你的内在是不会干枯的。Und das Wasser reinigt. 那第二个是这个水具有洁净的效果。Was reinigt das Wasser? 那我们问说，那要洁净哪些东西呢？ Von all den Trübungen, ich würde sagen, die Eltern sehen das Kind nicht so, wie es einmalig ist, sondern die haben ihre Wünsche, die sie darauf projizieren oder ihre Probleme, die sie auf das Kind projizieren und diese Projektionen trüben das Selbstbild des Kindes. 那第一种就是说，要洗净这个别人加在这个孩子身上的这些错误的或者是混浊的图像。例如说，我们很多父母就会把自己的对孩子的这种希望，或者对他自己生命的一些没有达到的梦想加在这个孩子的身上，或者把自己的问题投射在小孩子的身上。那这些都是对孩子本身的正确的图像造成这种污染，造成混浊。Wenn wir Weihwasser nehmen, dann ist es immer wieder eine Erinnerung an die Taufe, dass alles, dass unser Denken, auch das Unbewusste trübt, dass es gereinigt wird von der Gnade Gottes. 那所以，当我们用这个圣水来做洗礼的时候，我们就是让我们再次回忆起说，这些加在我们身上，加在我们思想里头，这些浑浊的图像，这些浑浊的想法，都可以受到这个水的洗净。Und in der Taufe hören wir das Wort, das Jesus auch in der Taufe hört. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. 那么，当我们在受洗的时候，第二个我们也会想到，就像耶稣在约旦河受洗的时候所听到的声音一样，就是我们会听到说，上帝跟我们说，你是我喜爱的儿女，你是我喜爱的儿子，你是我喜爱的女儿。Das bedeutet bedingungslose Daseinsberechtigung, bedingungslose Annahme. 那这也是代表着一种无条件的爱，无条件的接纳。Die Psychologie weiß, dass die Bedingung ist, dass wir wirklich gut leben können. Viele Kinder erleben nur bedingte Daseinsberechtigung. Du darfst sein, wenn du was leistest, wenn du pflegeleicht bist, wenn du dich anpasst. 那心理学研究告诉我们说呢，我们每个人都需要经验到这种无条件的爱，这是对于我们心理的健康的一个很重要的前提。因为有很多的孩子，他小时候经验到的是有条件的爱，就是说你乖乖听话，你成绩很好，你表现很好，那妈妈爸爸就爱你，大家就爱你，所以孩子就经验到的是有条件的爱。Aber dann entwickelt die Strategien, leisten immer mehr, passen sich immer mehr an, sagen wie die eigene Meinung, nur damit sie angenommen sind. 那结果孩子会发展出一种策略，就是说，他尽量让自己去迁就别人的意见，去迁就别人的期望，那么就不敢讲出他自己的意见，不敢活出他自己。Das ist zentrale heilende Ritus, die bedingungslose Daseinsberechtigung und das Übergießen mit Wasser. 那所以很重要的就是说，透过这个水是来表达说，你的这个存在是一个无条件被接纳的。Aber dann wird das Kind auch gesalbt zum König und Königin, dass es selber herrscht, anstatt beherrscht zu werden von den Erwartungen der Menschen oder von den eigenen Bedürfnissen. 那接下来呢，神父就会用圣油，用油抹在这个孩子的头上。那这就像在旧约里面在讲我们去高抹一个国王一样，也就是说把这个孩子当成一个国王一样来对待。那这个国王是能够活出自己的，这个国王是能够掌握自己的这样的意思。所以这个油抹的意思就是说，让孩子可以活出他自己。Es wird gesalbt zum Priester und zur Priesterin. 那第二种油的高抹，第一个是国王，那第二个就是当我们那个祭司要成为祭司的时候，也必须被油的高抹。Priester, Priesterin heißt Hüterin des Heiligen zu sein. 那所谓的祭司就是去保护神圣的事物的人。Das Heilige, das in mir ist, das ist auch etwas Heiles, was Ganzes. Das ist auch eine wichtige Form von Therapie, dass in mir etwas Heiliges ist, was über die Welt eine Macht hat. 那么在这样就是说保护那个内在我们神圣的地方，那这也是一个具有心理
上面的一个疗效的一个程序哦，就是说，当我们内在的那个神圣的地方被保护的时候，我们才会不受伤害。Und sie wird, das Kind wird zum Propheten und Prophetin gesalbt. 那第三个高抹的意思，油抹的意思是抹在让这个孩子成为一个先知一样的人。Das heißt, dass durch dieses Kind etwas von Gott ausgedrückt wird, was nur durch dieses Kind ausgedrückt werden kann. 那什么叫做先知？先知是传达上帝话语的人，也是说这个孩子他要透过他自己独一无二的生命来传达出上帝要透过他跟世人所讲的这个独一无二的话，所以这个孩子相当于就是传达上帝话语的这样的人。Dann wird dem Kind ein weißes Gewand angezogen, das Bild, du hast Christus angelegt, du hast Christus wie ein Gewand angelegt, du bist verwandelt worden. 那么通常在天主教里面，我们会看到他们西方受洗的时候，小孩子要穿那个白色的衣服。那这白色的衣服就是象征着说，很像他是穿上耶稣基督一样，他本身被转变。Und dann kommt seine Kerze, du bist Licht für die Welt und für das Kind von Treue Licht für die Welt. 然后神父接下来他会，然后天主教的一个洗礼的仪式，接下来就会点蜡烛。那蜡烛象征的就是说，这个孩子会成为世界的光。Und ich lade dann die Teilnehmer ein, an dieser Taufkerze hier die Kerze zu zünden und die Kerze dem Kind hinzuhalten, seinen Wunsch zu sagen, dass es wirklich Licht bringt, Wärme in diese Welt. 那本来的天主教仪式是只有点一根受洗的蜡烛，但是神父呢，他会自己发展，他就是邀请呢所有来参加的亲友们，手上每个人都拿着一个小蜡烛，然后从那个被点燃的这个受洗蜡烛上面引火，然后每个人就把自己的小蜡烛拿到这个孩子的身边，为孩子说一段祝福的话。Wir werden alle eben beteiligt. 那这样子就是让所有来参与的亲朋好友都能够一起参与这个孩子的受洗。Und dann kommt der Ephataritus, der auch offiziell in der Liturgie vorkommt. 接下来就是那个天主教还有一个仪式叫 Ephataritus， 等一下神父会解释。那这也是一个正式的受洗仪式的其中一个。Offizielle Ritus heißt, dass die Ohren oder der Mund vom Priester gesegnet geöffnet werden. 那这个 Ephataritus 它的意思哦，这个其实就是那个耶稣医治一个聋哑的病人，最后不是跟他说以法大打开吗？对，那其实就是这个以法大这个意思。那就是说，神父呢，他会把他的手放在这个孩子的眼睛，放在他的耳朵，放在他的嘴巴，就是打开他的这个五官。Aber ich erweitere immer den Ritus, dass ich fange mit den Augen an, die Hände über die Augen, dass das Kind das Gute sehen kann, dass es Gott in allen Dingen sehen kann, Christus in jedem Bruder sehen kann. 然后呢，但是神父自己会把这个仪式稍微延伸，就是说他会把手不是只有祝福这个孩子眼睛，而是他把手放在他眼睛上的时候，就会说祝福这个孩子，让他可以用眼睛看到上帝所创造的这个美，看到上帝对他为他所做的创造，这样就是让他眼睛可以看到真实的东西。Dann lade ich die Eltern und die Paten ein, dass sie die anderen Sinne öffnen. 然后呢，神父就会邀请他的父母或者是教父、教母都会孩子有教父、教母，那邀请他们把他们的手放在这孩子其他的身上的部位，然后帮这个孩子打开这些五官。Das ist auch eine gute Vorbereitung für die Eltern und Paten, was möchte ich den wünschen mit den Ohren, mit dem Mund. 那这神父在之前就会定好，跟他们说好，说是谁要来做这个耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴、手跟脚，然后呢，他们就会写一段祷词，就说希望这个孩子透过他的耳朵、透过他的鼻子、透过他的手、透过他的脚，可以有做些什么事情，或者有什么样的祝福，这样他们之前就会准备好写下来。Und das ist dann auch sehr schön, wie persönlich die Eltern und Paten dann die Ohren berühren, was sie dem Kind wünschen. 然后这就会变成一个很美的仪式，就是来参加的亲朋好友，他每一个人都参与在这个孩子他身体的五官、他身体的手脚来接触这个世界的那一刻，就是帮他不管是对他的鼻子的祝福、嘴巴、耳朵、手脚这样子，然后祝福这个孩子。Dass das Kind gut zuhören kann, dass es hören kann auf die guten Worte Gottes. 那例如有的人就会把手放在耳朵，说希望这个孩子能够听到很美好的话语，能够听到上帝的话。Das Wort spricht die ermutigen, die aufrichten. 那让他能够
者听到别人对他说的鼓励的话，让他能够这个抬头挺胸站起来的话。Die Paten berühren dann die Hände und wünschen, dass das Leben selber in die Hand nimmt, dass er das gestaltet, dass das Leben gelingt. 那例如说，可能有教父教母就会祝福他的手，就是希望说，他的手所做的一切都能够是成功的，能够受到祝福的。Dass mit dieser Hand was Zärtliches, Liebevolles ausgeht. 然后也能够透过他的手，能够付出一些温暖，付出一些温柔。Der andere Vater berührt die Füße, dass es gut zu sich selber stehen kann und gute Wege gehen kann. 那可能有另外的教父教母就会摸他的脚，就是希望他的脚能够勇敢的站着，抬头挺胸，找到定位，或者是能够支持自己。Wenn die Leute teilnehmen an die Rituale selber mitvollziehen, dann werden sie an die Taufe erinnern und spüren, wer sie selber sind, dass es was Heilsames ist, von Gott gesegnet zu sein, geschützt zu sein, berührt zu sein. 那当所有的参与的人都能够参与在这样一个洗礼的过程的时候，这洗礼的过程也会变成他们自己的一个医治的力量。他会再回想起他受洗的时候，他的身上他所受到的上帝的接纳跟上帝的爱。Noch ein paar Gedanken zur Eucharistie. 那接下来呢，神父要讲到那个圣餐、圣体、圣事。Ich habe ja vorhin schon gesagt, in der Eucharistie geschieht leibhaft das, was wir im Evangelium gehört haben. 那神父曾经说过，说我们可以在圣餐、圣体、圣事当中，用身体实际的经验去经验到那个福音书里面所讲的医治。Die Eucharistie ist immer der gleiche Ritus, aber die Kommunion wird jeweils anders von dem Evangelium her. Wenn ich dann mit dem Bild zur Kommunion gehe, dass die blutflüssige Frau zum Beispiel, die sich verausgabt hat, dann höre ich meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, Leben kriegen. 那么，虽然说，如果我们能够用这样的态度去经验圣餐跟圣体圣事的时候，虽然每一次的圣餐好像圣体圣事的程序都是一样的，但是你如果把不同的福音书解释到在这个领受圣餐圣体的时候去默想的时候，那它就会带来不同的意义。比如说，你有可能在领受圣体的时候，如果你想到说耶稣去医治一个流血的妇人，就是不断流血的妇人的时候，那你就会想到说，耶稣跟他说：“孩子，你的信心医治了你。”那这句话好像就是跟你自己说的。Ich höre dann nicht nur das Wort, steh auf, nimm dein Bett und geh, sondern ich erfahre auch die Kraft dazu, weil Christus selber mir die Kraft gibt. 那当你能够用圣餐的方式去经验到耶稣说“起来，拿起你的褥子回家去”的时候，你就不只是经验到字面上的意义，而是你能够透过这样一个圣餐的实际的肉体上的一个行动，去经验到说耶稣就是在那里支持着你。Ein anderer Aspekt ist, Eucharistie ist Feier der Verwandlung von Leib und Blut, von Brot und Wein, Leib und Blut Christi. 那另外一个就是说，圣餐跟圣体圣事其实所庆祝的、纪念的，都是在象征着一种转变。Die theologische Deutung der Verwandlung ist in den Kirchen etwas verschieden, aber darum geht es nicht, es ist immer ein Geheimnis und alle Kirchen glauben, dass etwas verwandelt wird. 但是我们其实也都知道，不管是天主教跟基督教在讲这个实体的圣体跟圣血它的转化的这个过程、转变的过程，在神学上当然彼此有一些不同的意见。但是事实上呢，神父要讲说，这个部分当然就是说礼仪上是有不同的争议。但是事实上，如果讲到同样的一件事，就是讲到其实圣餐就是讲你心灵的一种转变，那这个部分呢其实是一样的。C.G. Jung hat ein eigenes Buch geschrieben, die Wandlungssymbole der katholischen Messe. 那其实荣格他本来就写过一本书呢，他就写说这个天主教的弥撒它所具有的转变的象征。Er selber war Sohn eines evangelischen Pfarrers, aber war fasziniert von diesen Ritualen. 那所以荣格本身呢，他的爸爸就是一个新教的牧师，所以其实荣格本身对于这些礼仪都有一些非常亲切的，而且非常重视这些礼仪的一种医治的力量。Und er hat sie verglichen mit Ritualen aus anderen Religionen. 那他也会去比较说，这个基督宗教礼仪跟其他的宗教的礼仪之间的差异。Das ist ein Grundritual, etwas hochzuhalten, heißt den göttlichen Bereich halten, um es von Gott verwandelt wiederzubekommen. 那么第一个就是那这个神父要从这个圣餐的跟圣体圣事的一些仪式跟步骤
就是说，我们把这一些会破碎的这一切先高举在上帝的面前，求上帝的爱流进这边来转变我们。Und in der Gabenbereitung hält der Priester erst die Schale mit Brot und dann den Kelch hoch. 那在那个神父呢，或者是牧师，他们在做神菜第一个动作，就是把这个饼跟这个酒呢高举起来。Und das sind 5 Bilder der Verwandlung. 那在这里可以呈现出5种转变的图像。Das Brot steht für den Alltag, was uns auftreibt, zerreibt, zermürbt. 那第一个就是这个饼呢，它象征的就是我们的日常生活，我们那个日常生活里面会破碎的部分，我们那个日常生命里头破碎啊，或者被磨损啊，或者是 burn out 啊等等的这个受伤的那些部分。Wir halten den Alltag Gott hin, damit er uns die zurückgibt als Brot, das vom Himmel herabkommt und uns wirklich nährt. 所以我们把这些破伤受损的这个日常生活的部分高举在上帝的面前，然后求上帝呢，他的灵在里面转化我们这些破碎的部分，转变成一个可以喂养我们心灵的灵的生命之粮。Das zweite Bild, der Kelch, in der Bibel ein Kelch des Leids. Wir halten unser Leid, das Leid der Welt hin, da wird es Gott verwandelt in den Kelch des Heids. 那么第二个是高举这个圣杯，那么在圣经里面呢，这圣杯也象征着人的苦难，就是把我们的苦难高举在上帝的面前，求上帝能够转变，把这个苦难转变成医治。Das dritte Bild, der Kelch ist in der Bibel auch ein Kelch der Bitterkeit. 那第三个呢，在圣经里面这个杯，这个圣杯也象征着我们人内在的一种痛恨啊，一种痛苦的感受。Wir halten unsere Bitterkeit, dass unser Leben nicht so gelaufen ist, wie wir heute haben, dass wir verletzt worden sind, Gott hin, dass Gott die Bitterkeit in Süßigkeit verwandelt. 那我们把这个生命中的苦呢，摆在上帝的面前。那这个苦就是来自于说，我们觉得自己的生命不是这么的理想，我们的这个生命的过程不是我们的这个生命经验不是我们没有像我们想象的那样子来经过，我们的经验不是像我们想象的那样，没有符合我们自己的期待。那我们把这种苦摆在上帝的面前，求上帝把这个苦转变为甜的水。Das vierte Bild, die Juden kennen den Trauerkelch. 那第四个呢，就是犹太人所讲的，这个悲伤的悲，犹太人会把这个酒杯象征于那个悲伤的悲。Wir halten unsere Trauer und den Tod lieber Menschen Gott hin. 那我们把内心的悲伤摆在上帝的面前，例如说，我们失去了亲友的悲伤。Aber auch die Trauer über verpasste Lebenschancen, zerbrochene Lebensräume, Trauer über die eigene Durchschnittlichkeit. 那但是呢，我们也把内心对于我们自己呢，比如说对于我们平庸的生命的哀悼，对于我们所失去的这个机会，所这个错失的机会的哀悼，或者对于我们这种生命里面没有经验到没有符合我们自己想象的生命的经验的这种哀悼，这种哀悼悲伤的心情摆在上帝的面前。Wir halten den Trauerkelch hin, damit Gott ihn in Trostkelch verwandelt. 那我们求上帝把这个悲伤，把这个哀悼转变为安慰。Das fünfte Bild, wir halten den Kelch hin, der mit Wein gefüllt ist und mit Wasser vermischt wird. 那第五个呢，就是说，在天主教里面有一个仪式，我们新教是没有的，就是呢，神父他会把那个水加一点点在酒杯里面。好，那我们长老会没有啦，改革中没有，不晓得其他新教有没有，好像只有天主教有这个。那这个就是说呢，把这个混杂的这个水的酒杯摆在上帝的面前。Das ist ein Bild, Wein steht für die Liebe und Wasser für die irdische Wirklichkeit. 那么通常呢，这个酒象征的就是爱，那么这个水呢，它象征的就是在世上的这个浑浊的一切。Unsere Liebe ist oft vermischt mit Zweifel, mit Eifersucht, mit Neid, mit Enttäuschungen. 那其实呢，这就象征说，我们的爱里面其实不是纯洁的，我们的爱里面是混杂了很多混浊的这种情绪，比如说嫉妒啊、怀疑啊、失望啊等等这些混杂的情绪，是跟我们的爱是混在一起的。Wir halten unsere vermischte Liebe hin, damit Gott sie in reine Liebe verwandelt. 那在这里，我们可以想象，我们把这些混浊的爱摆在上帝的面前，求上帝转变它成为一个纯洁的爱。Und diese Verwandlung immer wieder geschieht durch das Vertrauen, das langsam vieles in uns heilt.
那么这样子的，透过这样的一个想象去经验到圣餐跟圣体圣事的时候，我们就可以经验到，慢慢经验到我们内在获得的转变跟医治。Ein anderes Ritual, in dem die heilende Wirkung Gottes, die sichtbar wird, ist das Brotbrechen. 那接下来另外一个在圣餐、圣体圣事里面可以让我们经验到医治的一个动作呢，程序就是剥饼。Lukas nennt ja die Eucharistie das Brotbrechen. 那在路加福音里面，他把那个圣餐或者是爱餐这样，他是都用剥饼来讲。Wir brechen den Leib Jesu Christi, der für uns am Kreuz gebrochen wurde. 那牧师或者神父就会念一段话说：我们打破耶稣基督在十字架上为我们打破的身体。Damit wir nicht zerbrechen an dem, was uns Tag für Tag durchkreuzt. 那因为我们打破了因为耶稣基督为我们打破了他的身体，所以呢，就让我们不会被我们日常生活所经验到的这些挫折、这些困境来打破。Sodass wir aufgebrochen werden für unser wahres Selbst. 那我们不会被这些困境所击打，就是打碎了，而是呢能够打开这些困境，是让我们打开我们自己的内心， Aufgebrochen werden für unsere Brüder und Schwestern. 让我们打开自己的内心，去面对我们真实的自己，去面对其他的兄弟姐妹， Aufgebrochen werden für Gott. 也帮我们打开我们的内心，去面对一个真实的上帝。 Und dann bricht der Priester noch ein Teil ab und taucht das in den Kelch. 然后接下来这个动作也是天主教才有，就是神父呢会把那个饼的一个小块部分放在那个酒里面。 Ein Ritual betet dazu, du hast unsere Sterblichkeit mit deiner Unsterblichkeit vermischt. 那这样一个在天主教里面的这个礼文里是这样念的，就是说我们把我们人会死的这个部分跟你的永生结合在一起。 Oder man kann dann beten, dass du all das Brüchige meines Lebens durch deine Liebe heilst. 那我们也可以把它想象成说，我们内在的一些破碎，我们人会破碎的那些部分，透过上帝的爱来让我们整全，来医治我们那些破碎。 Es ist wichtig, dass wir diese heilende Dimension der Eucharistie immer wieder uns vor Augen führen. 所以，当我们在做圣餐或者圣体圣事的时候，最重要就是让我们不断的让这些有医治性的图像呢，一直出现在我们的心里。 Noch ein paar Gedanken zur Heilungskraft des Kirchenjahres. 然后接下来神父要提到我们教会节期里面一些具有医治力的部分。 C.G. Jung nennt das Kirchenjahr ein therapeutisches System. 那荣格也说呢，教会的节期它是一个具有医治力的一个系统。 Wir feiern im Fest des Kirchenjahres das Geschick Jesu. 那我们其实是如果你去看圣经的时候，其实我们的教会节期是根据耶稣的一生的发生的事情来定定的，来规划的。 Aber zugleich werden an diesen Festen die Bilder der Seele, die archetypischen Bilder der Seele angesprochen. 那我们虽然用教会节期是来纪念耶稣的这些事情啊，他在世的事，但是事实上呢，这些事情，这个教会的节期也是符合我们内在的那个原型的图像，具有意志力的图像。 Diese Deutung von C.G. Jung entspricht letztlich auch der theologischen Deutung vom Lukas-Evangelium. 那荣格所讲的这个观念，就是教会节期的意志力跟教会节期跟耶稣一生的关系，我们可以从路加福音里面看到。 Lukas stellt sich das so vor, er sagt, er verkündet das Jahr des Heiles. Für Jesus ist das Jahr des Heils gekommen und dieses eine Jahr des Heils wird in der Liturgie, in dem Fest des Kirchenjahres immer wieder gefeiert, damit diese heilende Geschichte in unsere Geschichte eindringt und sie verwandelt. Lukas beschreibt das Wirken Jesu als ein Heilsjahr. 那路加呢，他把耶稣所做的一切的事工呢，把它当看成是这个拯救的这个教会的救恩年，就是说路加把耶稣的这个拯救的事工讲成是一个救恩的年、拯救的年的领导。 Er spricht 7-mal von heute. Heute ist der Heiland geboren, bis heute wirst du mit mir im Paradies sein. 然后呢，因为路加就是把耶稣讲说他是一个救恩的年的一个领导嘛，救恩喜年的领导。那所以我们在路加福音里面可以看到，总共路加提到了7次今天。 Also heute feiern wir das, was damals geschehen ist, damit es heute an uns geschieht.
那也就是说，当我们在庆祝教会节期的时候，就是在庆祝纪念过去发生的事情，但是会发生在这个今天，就是这个拯救会发生在今天。Ich möchte ein paar heilige Aspekte des Kirchenjahres anschauen. 神父要介绍几个那个教会节期里面具有医治力量的部分。Kirchenjahr beginnt ja mit der Adventszeit. 那第一个是教会节期呢，是从降临期，就是代降节开始的。Durch dieses Warten auf die Ankunft Jesu soll uns die Sehnsucht geweckt werden. 那也就是说，降临期或者代降节，其实就是在期待耶稣基督的降生，期待耶稣基督的降生。那这其实，在纪念的，或者说让我们想起的，就是我们内在的一种渴望，它是在提醒我们内在有一些渴望。Die Psychologie sagt, Sucht ist immer verdrängte Sehnsucht. 那这个渴望其实是很重要的，因为心理学上来讲会讲说，人为什么会有上瘾的行为？就是说，所有的上瘾的行为，其实背后都是隐藏着一些被压抑的内在的渴望。所以代降节跟降临期是让我们再想起我们内在的渴望。Vor einigen Jahren war ich zu einem Schweizer Suchttherapietag eingeladen. 几年前的时候，曾经被邀请去参加一个心理学的一个年会哦。那这个年会里面就是请神父讲一个主题。Und dieser Psychologe, der mich eingeladen hatte, wollte von mir einen Vortrag Sucht in Sehnsucht verwandeln. 那这些心理学家，一个负责的心理学家，就是邀请神父讲的主题，就是说如何把上瘾的行为转变成内在的渴望。Er war überzeugt, dass Sucht nicht allein durch Disziplin geheilt werden kann, sondern nur wenn sie in Sehnsucht verwandelt wird. 那么呢，就是说这个心理学家他们透过他们的治疗行为里面发现说，要医治一个人的上瘾行为，光是透过一些有纪律的这种要求，这个是不够的。他们必须去找到底这背后是藏怎么样的渴望，把这个上瘾的行为转变成这种渴望。Ein Beispiel: 举个例子来说， Der Alkoholiker sehnt sich nach Liebe, nach Geborgenheit. 那其实我们可以知道说，有酗酒的人，就一直喝酒的人，他其实内在的渴望就是隐藏着，他是渴望着爱，渴望着别人的关系。Aber er kann die Sehnsucht nicht aushalten. Die Sehnsucht sagt, dass diese Liebe nicht sofort erfüllt wird, sondern dass wir uns danach sehnen, dass die Liebe von Gott endgültig erfüllt wird. 但是呢，这一个酗酒的人，因为他感受不到别人对他的关系，或者他忍受不住这个内在的这种渴望，他就用酗酒来弥补这个内在的渴望。那事实上，这个期待、这个爱，就是渴望的这个爱，其实是无法一下子就被满足的。他到最后，我们能够满足这个爱的只有上帝，人的所有一切是没有办法满足这个人对爱的这个最终的渴望的。那酗酒就是因为他没有办法等待这个渴望，没有办法忍受这种渴望，所以他想要用物质上的东西马上来这个满足这样。Er möchte die Sehnsucht nicht sofort erfüllen, aber indem er immer mehr trinkt, schadet er sich selber. 那他想要用喝酒的这种方式，赶快就满足，好像就可以满足自己内在的这种对爱的渴望，但是所以他就靠着一直喝酒，但事实上呢，喝酒只是造成他自己的身体伤害。Ich denke, jeder von uns kennt bestimmte Süchte, kleine oder größere, und wenn es halt immer wieder die Zeit, diese Süchte zu heilen, in Sehnsucht zu verwandeln. 所以呢，我们每个人其实内在都有多少或多或少这种对某些事情的上瘾。那么，这个降临期、代降节，其实就是邀请我们去面对自己内在的这些上瘾的状况，然后把它转化成一种对终极的一种渴望，对这个超越性的、对上帝的一种最终极的渴望。Weihnachten hat auch einen therapeutischen Aspekt. 那圣诞节呢，其实也具有医治性的功效。Weihnachten, so sagt Papst Leo, heißt, Gott feiert mit uns einen neuen Anfang. 那有一个主教叫帕普利欧，他曾经讲过说，圣诞节我们就是在庆祝上帝在我们的内心有给我们一个新的开始。Und das bedeutet eben, wir sind nicht festgelegt durch die Vergangenheit, durch die Verletzungen, die wir erfahren haben. 那这意思就是说，让我们不要一直被过去的伤害、被过去的这个图像所钉死、所固定住。Und wir können immer neu anfangen. 那这是对我们的一个应许，就是我们随时随地都可以重新开始。Ein anderes heilendes Bild, das wir feiern die Gottesgeburt in der eigenen Seele,
那另外一个具有医治疗效功用的这个圣诞节图像，就是我们庆祝呢上帝的这个在我们内在的心声，这个上帝之子在我们诞生在我们的心里。Gottes Geburt heißt eben, dass wir in Berührung kommen mit dem einmaligen Bild Gottes in uns. 那透过我们去想象这个上帝之子，就是耶稣基督诞生在我们心里的时候，就帮助我们去接触到内在的那一个原始的那个图像。Dass wir in Berührung kommen mit dem göttlichen Kind, dass das verletzte Kind in uns heilt. 那么这就可以帮助我们接触到我们内在那个神圣的图像在我们内心。那这样的一个方式是有帮助于我们去医治那个内在受伤的小孩。Das Ritual vom verletzten und göttlichen Kind, das wir gestern Abend gehalten haben, das entspricht doch diesem Geheimnis von Weihnachten. 那么昨天晚上我们所练习的那个拥抱内心受伤的小孩，然后进入内心神圣的小孩的这样的一个仪式，其实就是符合这个圣诞节的这个医治的图像。Am 1. März beginnt jetzt die Fastenzeit. 接下来呢，今年的3月1号就要开始大斋期，就是4旬期。Für manche ist es eine unangenehme Zeit. 那有些人会觉得大斋期跟4旬期是最不舒服的一种教会节期。Man soll verzichten. 好像他是在叫我们要放弃某些享受。Aber die Kirchenväter preisen Gott für diese heilsame Zeit, die er uns geschenkt hat. 那但是以前早期的教父们，他们会把这个4旬期跟大斋期认为是上帝赐给我们一个最具医疗性的一个礼物。Die Fastenzeit ist eine Trainingszeit in Liebe und Freiheit. 其实是大斋期跟4旬期是在锻炼，或者是我们讲说操练我们内在的自由。Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, meint, wer nie verzichten kann, der kann auch ein starkes Ich entwickeln. 弗洛伊德他曾经讲过说，一个不会学不会放弃的人，就是不会放弃的人呢，应该说一个没有办法放弃掉某些享受的某些东西、某些欲望的人，他是没有办法找到他内在强大的那个自己的。Und dann ist die Fastenzeit eine Zeit der Reinigung. 那另外一方面，除了这个训练、操练这个放弃享受之外呢，大斋期也是一个操练洁净的一个节期。Der Körper wird gereinigt durch Fasten. 那例如说，你真的是透过斋戒，或者说我们讲的透过进食来清洁我们的身体。Jeder kann dieses Fasten oder Verzichten so gestalten, wie es für ihn angemessen ist. 那每个人可以在这40天当中，用符合自己身体健康的方式来规划自己的进食方式。Eine Form der Reinigung der Seele geschieht durchaus, indem wir mal unser Zimmer reinigen und entrümpeln von überflüssigem Zeug. 那另外一个来帮助我们洁净我们的这个想法的洁净我们内心、洁净我们心灵的一个具体的动作，就是做一个外在的大扫除，你的环境的大扫除。Wir haben im Kloster in der Fastenzeit so einen Samstag, der frei ist, einfach das Zimmer zu entrümpeln und am nächsten Tag das fertige Zimmer machen. 在他们修道院里面有个习惯，就是在大斋期里面会找一个星期六，然后呢规定所有的修士必须在那天打扫自己的房间，然后呢院长就会一个一个去这个巡视的修士们的房间。Das macht auch was mit der Seele. 那这其实跟我们打扫自己的心灵也是有关系的。Und ein anderer Aspekt der Reinigung wäre die Reinigung der Sprache. 那另外一种是操练我们洁净我们的语言。Der Sprache beschmutzen wir uns ja selber. 其实语言呢，它是会造成我们自己的内在污染的。Da ist eine Gefahr, ständig über die anderen zu reden. 因为我们每个人都会在这种危险当中，就是一直在说别人的闲话。Da wäre es eine gute Übung, mal eine Woche lang nicht über andere zu reden. 所以有一个很好的具体操练，就是大斋期里面你选一个礼拜，让自己在这个礼拜里面不说别人的闲话，不说八卦这样。Und ein Mönch aus dem 4. Jahrhundert erzählt, dass er ein ganzes Jahr einen Stein im Mund getragen hat, um nicht über andere zu reden. 在第4世纪的那个沙漠修士里面，他们有一种修炼的方法，一种操练方法，就是一整年的嘴巴里面都含着一个石头，让自己不要说话。So genau müssen wir es nicht nehmen, aber mal eine Woche nicht reden, das ist wieder heilsam. 那当然，这不是叫我们去做这么严格的一种操练，而是说，如果你有一个礼拜都操练自己在语言上洁净自己语言，不说别人的闲话，那也是一种心灵上的操练。Gut, zur Fastenzeit gehört ja auch die Passionszeit, also das Leiden Jesu zu erinnern. 那
那么这个大灾期里面还有一个重要的重点，就是所谓受难周。我们在受难周、圣周里面纪念耶稣基督的受难。Erinnerung an das Leid Jesu, die uns helfen, im eigenen Leid besser zurechtzukommen. 那当我们去思考、去纪念这个耶稣的受难的时候，它也是一种方式来帮助我们去想到我们的苦难，去面对我们自己身上的苦难。Aber die Kirchenväter haben sowohl die Fastenzeit wie die Passionszeit auch als Heilungszeit für die Gesellschaft gesehen. 那早期的修士不只把这样子的一个大灾期的时间，或者是受难圣周的时间，当成是个人的一种节气、一种医治而已，甚至他也把它当成是对社会的一种医治。Johann Baptist Metz, ein politischer Theologe, meint, das Gedächtnis des Leidens soll unsere leidunempfindliche Gesellschaft wieder leidempfindlich machen. 那么有一个天主教的政治神学家，他叫做 Metz， 他曾经讲过一句话，就是说，透过我们在圣餐当中或者是受难当中纪念耶稣基督的苦难的时候，就是帮助我们呢，能够对于这个对苦难已经失去敏感度、已经忽略苦难的社会，再重新纪念起人类的苦难。Die Erinnerung an das Leid will unsere Gesellschaft davor bewahren, Leid zu verdrängen. 那么，让这个社会再度纪念起苦难，它有一个很大的功效，就是让这个社会不会忘记苦难或者排挤苦难。Eine Gesellschaft, die Leid verdrängt, wird immer brutaler. 因为一个把所有的苦难都排挤在外，不愿意面对苦难的社会，最后呢，他就会让自己呢陷于更残酷或者更血腥的一个状况。Wir Christen sind ja in Taiwan eine Minderheit. 那我们基督徒在台湾呢是少数。Aber trotzdem dürfen wir vertrauen, dass die Feste des Kirchenjahres, die wir feiern, auch eine heilsame Wirkung hat auf die ganze Gesellschaft. 但是我们要相信说，透过我们好好的庆祝这些教会的节气，对于整个社会是会发挥一些一致的功效跟影响的。Und Ostern ist natürlich das zentrale Fest, wo das Leben durchbricht und alle Fesseln sprengt. 那接下来的复活节呢，它其实也是一个很中心的一个教会的节气，它可以让我们想到说，我们所有的生命的一个新生，生命的重新开始，生命从那个困境当中或者是捆绑当中再度打开。Ich möchte zwei Gedanken sagen. 什么要讲两个想法。Ostern ist einmal die Auferstehung, die eigene Auferstehung glauben, indem wir die Auferstehung Jesu feiern. 那第一个就是当我们在庆祝耶稣复活的时候，其实这就让我们也想起我们自己生命的复活。Silvia Jung meint, die Auferstehung glauben ist gesund für den Menschen. 那荣格他特别提到说呢，如果能够记起自己生命的记起复活这件事情的话，它对于生命是很重要的。meint, der Lebensmittel bleibt so lebendig, der zu sterben bereit ist. 他曾经讲过说，如果一个人他的生命要能有活力的话，一个重要的前提就是他必须要先能面对死亡。Und nur den Tod ein Ziel sieht, der lebt letztlich gesund. 那唯有说荣格说，一个人想要活得健康的话，那么他必须要能够看到这个死亡的这个终点。Wer mit vielen rationalen Argumenten sagt, das ist alles Unsinn, Tod ist alles aus. 那有很多的一些非基督徒会认为说，那死亡其实只是一个终点而已，并没有什么样的盼望。Von dem sagt Jung, der wird ruhelos, rastlos und neurotisch. Wer das Leben nach dem Tod leugnet mit vielen rationalen Argumenten, der wird ruhelos, rastlos und neurotisch. 那荣格曾经说过说，如果呢我们只是把死亡当成是一种客观的结束的时候，那么这个人呢他就会活在一种无助的状态，然后活在一种无法找到自己内心平静的状态。Aber Ostern heißt, dass wir jetzt schon aufstehen aus dem Grab, unsere Resignation, unsere Angst. 那但是呢复活节呢，前面其实我忘了有个地方哦。那神父前面讲到说，荣格特别讲到说，当我们能够记起复活的时候，能够想到复活的时候，这是有
身心灵的健康的。那Also wir feiern Ostern auch jetzt schon, dass wir aufstehen aus dem Grab unserer Angst, unserer Resignation. 但事实上呢，我们不是在未来才在庆祝复活，而是我们现在就可以庆祝我们个人生命的复活。我们从我们个人的那种内在的捆绑当中，我们内在的恐惧当中的那种这种捆绑里面的死亡的捆绑里面，然后得到复活。Dass wir aufstehen aus der Zuschauerrolle. 那我们也可以重新再站起来，从一个站在本来只是站在旁观者的我们的这种角色里面，重新站起来，站到生命的中间来。Wir feiern 50 Tage Osterzeit, damit das neue Leben sich immer mehr in uns entfalten kann. 所以我们在庆祝复活节的时候，其实到圣灵降临节总共有50天。我们在这50天当中，是在庆祝可以让我们经验到我们自己灵魂的这种生命的这种复活。Das waren ein paar Gedanken, gerade über die Osterzeit habe ich ja das Angebot beschrieben über die Osterfreude, das ist so ein Weg, wie das Leben sich durchsetzen kann. 那这样子的一个50天，其实就是在提到就是在庆祝我们在经历，帮助我们在想起我们自己生命上面的复活，我们生命上面的重新的在新的一个生命的开始。那神父说还有一本书，就是这个天天经历复活喜悦，就是从复活节一直到圣灵降临节，总共50天，不是只有复活节1天，所以这50是一个完。